Ja, hallo zusammen und willkommen zum zweiten Part von meinem Let's Play Civilization 5. Ja, was haben wir gemacht in unserer letzten Episode? Wir sind von Barbaren angegriffen worden, haben da oben unseren ersten Krieger verloren, haben schon wieder einen zweiten geschickt und haben da ein Barbarenlager zerstört. Ja, und jetzt gehen wir mit dem noch ein bisschen weiter erkunden in den nächsten 3 Runden. Da haben wir noch einen Speer produziert, der jetzt gerade in Bedrängnis geraten von ja, so ein paar Barbaren. Überall Barbaren auf dieser Karte, das ist unglaublich. Ja, die bedrohen gerade unsere, nicht unsere Siedlung, unsere Baumeister, ja. Wahrscheinlich tun sie jetzt gerade ja, unsere Pelze plündern, aber das sehen wir jetzt. Bautrupp, ausruhen. Nächste Runde. Ja, was habe ich gesagt? Ah, gar nicht mal so schlecht. Ja eben, sie haben es plündert, super. Jetzt kommen wir nicht mehr so viel Gold über, eins weniger. So, Krieger. Machen sie fertig. Super. Schöne, ihr macht das weiter. Bauernhof. Und ihr, ja, bis zur Heiligen Verschanze, ja. Da haben wir noch ein bisschen mehr Verteidigung, glaube ich. Für so Highlights, das weiß ich. Was machen wir da? Ich glaube mal Speerkämpfer. Die können auch schnell heilen. Da seht ihr, wir sind ja auf Kleinreich gegangen bei der Kultur. Und jetzt, unsere Stadt hat recht schnell eine Grenze gewonnen. Und wir haben erst eine Stadt. Also, ja. Ich finde es gut. So finde ich einen guten Anfang. Also, ich weiß nicht, wie Sie ihr seht, aber ich gehe immer zuerst ein bisschen auf Kleinreich und dann mache ich dann mehr Städte. So. Dann das reparieren nachher. Und ihr könntet eigentlich auch automatisch erkunden. Okay, vor unserer Nase haben wir einfach Ruinen. Okay, ich habe nichts dagegen. Und ihr könntet... Ja, okay, ihr könntet gewinnen. Okay. Das war kein Fail. Ein Bug. Egal. Die Hauptsache es stürzt nicht ab. Ah, okay. 13 Kultur haben wir gerade erhalten. Dann können wir schon in der nächsten Runde wieder neue Kultur einführen. Super. So. Und ihr könntet euch eigentlich heilen. Und ihr könntet da anscheinend den Sieg. Wir brauchen keine Barbaren auf unserem Kontinent. Gang weg. Gang heil. So. Nächste Runde. Da oben könnte man eigentlich auch eine Stadt bauen. Also, ja, es ist verlockend immer. Wer wird befördert? Ah, der da oben. Ja, was wollen wir da machen? Wir haben viel Wald auf unserem Kontinent. Ich glaube, ich mache mal in unwegsamen Gelände. Da seht ihr, plus 20 Kampfstärke. Eben, in unwegsamen Gelände. Das ist Hügel, Wald oder Dschungel. Und das wäre das gleiche in offenem Gelände. Also eigentlich, ja, eben kein Hügel, Wald oder Dschungel. Eigentlich so Steppen, ja. Ich mache mal das. Und heilen. Und die könnten, ja, entscheidenden Sieg. Dann wäre das nächste Runde befördert. Knapp gewesen. Was soll ich machen? Ja, da komme ich ein bisschen mehr Gold über. 1. Ja, 2. Mit dem Pelz. Glücklich seid ihr, da eure Mauern schon wachsen. Ah, super, jetzt haben wir Steinmetzkunst. Jetzt können wir Stadtmauern bauen, ein Wunder, Pyramiden, Steinbruch errichten und Sumpf trockenlegen. Ja, das bringt es noch, finde ich. So, auch befördern, auch verschanzen. Und ihr macht mal einen Steinbruch. Da seht ihr, plus 1 Produktion. Bei Produktion, das ist wie verunten, wenn man braucht, um etwas zu bauen. Zum Beispiel, ja, der Speerkämpfer in einer Runde. Und alles braucht Produktion. Je mehr Produktion wir haben, desto schneller geht es zum Gebäude richten.
Oder Soldaten bauen. Und darum werde ich mal nach dem unser erstes Wunder bauen, nämlich den Koloss. Ja, eben, es gibt auch mehr Kultur. Und jetzt wird es empfohlen, da entweder das Bogenschiessen oder das Bauwesen. Ja, Circus Maximus, grosse Mauer. Ja, ich glaube, ich mache mal das Bauwesen. So, nächste Runde. Und wir haben hier unseren ersten Speerträger. Mit dem gehen wir auch mal da oben. Wieder unten hat es irgendwo so ein Barbarenlager. Brauchen wir nicht. Und da was bauen wir? Die Pyramiden. 21 Runden. Ja, wieso nicht? Dann müsste es eigentlich irgendwo da erscheinen, wo es könnte bauen werden. Ah, die wohlgenährtesten Völker der Welt. Sind wir schon dritte. Super. Da, schaut, jetzt sehen wir die Pyramide im Bau. Super mit den Animationen da. Ein bekannter Spieler hat das Zeitalter Klassik entdeckt. Ja, schön für ihn. Ist mir eigentlich egal, wir entdecken es auch gleich. Oder sind wir schon? Nein, wir entdecken es jetzt in 10 Runden. Nächste Runde. Barbaren, Angriff! Ja, gesehen, eben, wir sind merklich besser mit denen als mit den einfachen Kriegerli da. Ja. Ah, wir können nicht nur, ja, mit dem Geld können wir eigentlich Sachen kaufen, zum Beispiel eben einen Krieger, einen Speer, aber wir können auch Geländefelder kaufen, dass wir unsere Städte noch mehr ausdehnen. Zum Beispiel das kostet jetzt 30, nochmal 30, das kostet 100. Also wir sagen, ich kaufe mal das da. Ja, jetzt gehört es mir auch noch. Das Gebiet. Und in der nächsten Technologie muss ich auf Wachsen. Wachsen gehen, ja. Ich meine das da. Und dann nachher das da. Ein Siedler in der Hauptstadt. Da muss ich nicht extra noch einen bauen. Weil solange man einen Siedler baut, kann die Stadt nicht wachsen. Und das finde ich nicht so gut. Also es stört einfach, wenn die Städte irgendwie 8 Runden lang nicht wachsen können. So. Oh nein, 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 nein. Okay, Speer, kommst du ins 11. Bautrupp, machst Marmor. Marmor vorkommen. Oh, hast Steinbruch, aber Marmor. Sollte uns, was gibt es uns eigentlich? Ich sehe es jetzt gar nicht, aber... Ah doch, da. Zufriedenheit wird erhöht. Okay. Damit kann ich leben. Dann da haben wir 2 Barbarentrüppe. Ja. Lieber ein bisschen zurückgehen da. Sonst werden wir noch angegriffen. Alle haben vor uns natürlich Klassik, ist klar. Ich glaube, da gehe ich jetzt auf Sofortheilung, oder? Nein. Ich gehe auf Risiko. So. Die sind wieder voll geheilt. Jetzt gehen wir mal dem Stadtstaat einen Besuch abstatten. Ja, wieso nicht? Dann, ihr habt das Rad entdeckt. Habe ich das? Aha, okay. Weisheit und Tugend sind wie 2 Räder an einem Wagen. Super. Jetzt haben wir Gratis-Technologie bekommen, scheinbar. Wo wir die Ruine erforscht haben. Habe ich nichts dagegen. Dann die Krieger. Nein, auf den Berg kann ich natürlich nicht tun. Ich gehe mal da durch. Die verschanzen bis heilen. Bis geheilt sind natürlich. Bedeutende Niederlage, unbedeutender Sieg. Ja, greifen mal die Schützen an, die nerven. Seht ihr, eben, die ersten Schützen im Spiel. Ich könnte jetzt auch schon bauen, aber... Ich kann... Ja, mein Speer stirbt jetzt dann wahrscheinlich. Ich könnte jetzt Schleuderschützen bauen. Müsste ich eigentlich können, aber... Oder... Bin ich es noch mehr erforschen? Ah nein, Bogenschüsse. Ich muss Bogenschüsse erforschen. Da könnte ich Schleuderschützen bauen. Ich kann keine normale Bogenschützen. Ich kann einfach so Schleuderschützen. Das sind die Spezialeinheiten von der Azteken. Inkas, sorry. Was ist los mit mir? Ich sage alles falsch. Ja.
Nein, Pyramide in einem fernen Land gebaut. Es kann nicht 2 Pyramiden in einer Welt geben. Okay, dann bauen wir halt ein anderes Wunder. Aber ich komme ein bisschen Geld über. Immer wenn da jemand andere Pyramiden baut, kommt man ein bisschen Geld über noch. Ich kann mir kein Wunder bauen. Dann baue ich mal Kaserne. Dann haben wir eben 15 EP mehr für die Einheiten. Ihr seid Belgrad begegnet. Eben, wir sind die erste Grossmacht, auf sie treffen, darum schenken sie uns 30 Gold. Super, danke vielmals. Pet-Situation, ja, wir heilen uns mal. Das müssten wir eigentlich gewinnen. Ja. Hoi Belgrad. Nice to see you. So wie es aussieht, geht es da oben auch nicht weiter. Dann gehen wir nachher runter. Eben im Wald kann man auch nicht, können sich die Einheiten nicht so schnell fortbewegen pro Runde wie jetzt auf offenen Flächen. Aber ich kann jetzt eine Straße neu mit durchbauen. Also ja, zu meiner nächsten Stadt, wenn ich eine hätte. Oder zu so einem Stadtstaat. Aber im Moment bringt es das noch nicht, weil pro Geländefeld, wo eine Straße gebaut wird, zieht es meist Gold ab, das ich überkomme. Und ich wollte im Moment ein bisschen, ja, Gold scheffeln. Und dann mal eine neue Stadt noch gründen. Ich glaube, nachdem ich Kasernen gebaut habe. Wieder kann man sich sehr schneller weiterentwickeln. Weil eben, da hat man 2 Städte, die Sachen können bauen, Pyramiden bauen, sonst ja, Gebäude bauen, Leute ausbilden. Und ich habe das Bauwesen entdeckt. Und ich bin auch in der Klassik. Yeah! Super! So, was wählen wir als nächstes? Ich glaube Bogenschiessen. Dann können wir die blöden Barbaren da unten endlich mal fertig machen. Und die, dann nehmen wir uns auch mal wieder. Was hätte ich da? Pet-Situation, okay. Was haben wir da eben? Marmor. 2 Gold, ja, super. Gut, grosse Bibliothek ist auch schon gebaut worden. Ja, danke vielmals, mir alle Wunder wegzubauen. Da spawnen einfach so Barbaren wieder vor meiner Nase. Bis zur Heiligen Verschanze. So, und bis zur Heiligen Verschanze. Weil ihre Bogenschützen sind irgendwo mit da hinten. Bringen die nichts im Moment. Ich baue die grosse Mauer. Oder? Ja, ich glaube, ich baue die grosse Mauer. Und dann habe ich da so eine Mauer rundherum. Ja, eben, was gibt es mir? Plus 3 Kultur und einen grossen Ingenieurspunkt. Das bringt schon noch recht, habe ich das Gefühl. Und da auch wieder Barbaren. Ah, hört auf Nerven. So viel habe ich jetzt auch nicht nebendran. Ah, okay. Unsere Bürger sind schon so lange glücklich, dass wir, und mit unserer Herrschaft zufrieden, dass unser Reich jetzt ein goldiges Zeitalter eingeläutet hat. Und der Vorteil von dem ist, ja, wir haben mehr Gold. Und ich glaube auch mehr Zufriedenheit. Oder, nein, ich glaube nur Gold mehr. Aber ja, eben, ich komme mehr Gold über. Das finde ich gut. Ja, nächste Runde, ich kann nichts machen. Ah eben, die Affen greifen uns an. Aber sie haben keine Chance gegen uns. So, die sind da auch fertig. Cusco kann den Gegner angreifen. Dann die gehen in die Stadt zurück, sonst werden sie noch, ja, geschnäbelt von denen. Die gehen da durch. Dann mit denen tue ich die ganz noch fertig machen. Und eben, da seht ihr zum Beispiel DPS. Erfahrung 22,30. Wenn es bei 30 ist, dann kann ich eben wieder aufsteigen und dann nochmal so Sachen mehr machen dann. Speer haben jetzt andere Fertigkeiten, die sie verbessern können als jetzt Krieger. Ja, ist bei anderen eigentlich auch ein bisschen verschiedentlich dann. Die könnten eigentlich da drauf. Ich müsste eigentlich gewinnen, aber. Ja. Ah, Bogenschützen. Super. Ja, eben, jetzt kann ich Schleuderschützen bauen. Da, Bautrupp, Schnarch. Pet-Situation, nicht gut. Da auch, Verschanzen. Cusco kann Gegner angreifen, benötigt Silber. Also, wenn ich jetzt Silber finde und es würde abbauen, dann ja, komme ich einen 4 über und die Stadt wächst.